Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Days Gone auf Pelzig. Direkt noch die ganze Sequenz. Ich habe jetzt mal das Spiel neu gestartet, weil neue Aufnahmesession und so. Und dann haben wir noch die 3 Filmsequenzen gehabt, aber ich habe hier direkt den Pausemodus aktiviert und wir legen direkt los mit der Horde. Mehr Molotovs, Munition bei meinem Bike. Gut, Okay. das Zeug könnte nützlich sein. Wir gucken mal. Wir haben jetzt hier tatsächlich diese Napalm-Molotovs. Die brauchen Kanne, Lappen, Kerosin und Styropor. Ja, das deckt sich auch mit der ganzen Quests, die wir so hatten. Ich sollte erstmal mich heilen, was ich jetzt gemacht habe. Und dann schauen wir mal. Wir müssen die Horde irgendwie eliminieren. Das ist so derzeit unser Ziel, ne? Hoppla. Hier. Erledige die Kemult-Horde. Ich bin mir zwar sicher, dass ich die schon erledigt habe, aber dann machen wir es eben auf die Art und Weise. Wobei, wenn Curry sagt, er hätte doch noch welche, hole ich mal die für, ja, hole ich mal die doch einfach. Okay. 5 Napalm-Molotovs und 4 Fernlenkbomber. Kann natürlich auch nicht schlecht sein, der ganze Kram. Wo haben wir denn diese Fernlenkbombe? Attraktor. Blendgranate. Das sind Wurfobjekte, ne? Napalm-Mollies, Splittergranate. Fallen, Fernlenkbombe und Annäherungsbombe. Ach, die kann ich basteln, die Dinger. Aber wir nehmen jetzt erstmal diese Fernlenkbombe. Kann natürlich sehr nützlich sein, das Zeug. Wie war nochmal Ihr Plan? Wie schon gesagt, ich muss sie irgendwie aufhalten. Die Viecher bleiben zusammen und klettern übereinander. Ich brauche eine Art Nadelöhr zwischen LKWs, Gebäuden oder so. Dann müssen sie sich da durchkämpfen. Und sobald ich dann einen Vorsprung habe... Dann jagen Sie sie hoch. Ja, ganz genau. Jo. Das wiederholen wir dann ein paar Mal. Und dann ist die Horde erledigt. Das ist Ihr Plan. Das ist mein Plan. Viel Glück, St. John. Ja, es klingt nicht so Glück hat begeistert von nichts damit Curry. zu tun. Alles klar, ich gehe rein. Ich bin da, falls Sie mich brauchen. Das klingt von Curry natürlich nicht so begeistert. Aber wir schauen, dass wir hier ein paar diverse Engpässe finden. Dazu kommt ja noch, dass hier LKWs sind, auf die man schießen kann. Hier noch Ölfässer und so weiter. Also das bringt uns natürlich auch weiter. Ich gucke, dass ich die Horde erst einmal lokalisiere. Ich glaube, das ist zuerst mal das Wichtigste. Dann weiß ich, wo ich sie wohin lenken kann. Und wir probieren es einfach mal taktisch. Ich sehe sie, ja. Ich mag hier Annie. Oder, ja, hier. Das wird sie umhauen. Okay, okay, einfach nur... Ja, schade. Ich glaube, wir machen unser Bewerti-Methode. Zusätzlich. Hier dürften wir einigermaßen sicher sein. Wir gucken, dass wir die Horde hierher holen. Okay. Ah, ja, da kommt allmählich was. Ja, sehr schön. Probieren wir doch gleich mal die fette Napalm-Mollies aus. Ah, jetzt sind sie doch nicht wieder in der Nähe gewesen. Das Ding ist ausgegangen. Dann probieren wir nämlich mal gleich die fette Napalm-Mollies aus. Ah, ja. Achtung. Nehmt das hier, miesen Wichser! Okay. Das haut halt richtig rein, der Scheiß. Dann Attraktor. Oh, Scheiße. Was? Die fallen und... Jo, hat jetzt leider nichts gebraucht. Kommt schon, hier drüben! Hoppla. Ja, weiter hier die Falle platziere. Renn. Und... ja, das war jetzt dumm. Na gut. So viel immer zu dem Thema, ich versuche taktisch vorzugehen.
Ah, da kommt was. Seht ihr mich, ha? Komm schon! Ja. Komm schon! Wir probieren es nochmal mit einer Falle. So. So. Okay. Sehen wir irgendwas? Nee. Okay, dann nehmen wir das Ding wieder mit. Wo sind sie dann? Ich höre die Horde zwar und sie ist auch in Aufruhr. Da drüber ist er. Okay. Ah ne, da kommt schon einer. Oh, leck. Okay. Noch einmal das Ganze. Hopp. Und rums. Erzählen Sie mir was Neues! Also es hat auf jeden Fall welche mitgerissen. Aber die sind noch machbar. Hoppla. Die sind wahrscheinlich jetzt direkt hinter mir. Ich bin direkt vor euch! Ja, okay. Wie er lacht. Und selber auch noch was abkriegt von dem Scheiß. Schnell Heiler. Okay. Wo sind sie? Da kommt ein Einzelner wieder. Na? Gibt's das? So. Okay, die ist anscheinend gut verdeelt, die Horde. Es ist nur kein zentraler Pulk. Das sind immer nur so kleine Wälle, die arg stürmend kommen. Wir versuchen sie halt auch mittels laute Geräusche noch irgendwie in die Gegend zu holen. Ja, da ist ein Einzelner wieder. Okay. Ah, Moment. Ja, da kommt allmählich wieder was. Wie sieht's aus, Captain? Hoppla. Erledigt. Weiter. Das war dumm. So geht's weiter. Versuch's! Ja, komm, Deke. Normalerweise können wir das professioneller. Weiter. Ich gesagt, eigentlich kriege ich das professioneller hier. Ihr habt es ja schon bei diverser Horde gesehen, dass ich das eigentlich etwas besser kann. So. Ah ja, da ist der Hauptpulk. I see. Die Hauptarena ist da drüber. Wir sollten noch Attraktoren basteln. Weil das ist eigentlich tatsächlich die beste Art und Weise, mit einer umzugehen. So, hier laden wir auch nochmal noch. Dann schauen wir, dass wir es wie folgt machen. Wir gehen so nah wie möglich dran aus einer Deckung. Sollten die uns nicht sehr auf die Distanz, was ich irgendwie hoffe. Gehen wir aus einer Deckung heraus an die Horde dran. Schmeißen sie in die andere Richtung. Und lotsen sie... Oh, da hinten lungern sie auch schon rum. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Okay, wir probieren Folgendes. Dort dürften sie uns eigentlich nicht sehen können. Eigentlich. Wir machen das in die Richtung. Verstecken uns hier. Horchen, was A kommt. Ja, da kommt ordentlich was. Bitteschön! Okay. Zeit zu sterben!
Molotow. Wow, ich sehe die Flammen bis hier. So sieht's aus. Gleich geht's weiter. Na los, Brand, ich sehe sie von hier aus. Boah, Alter. Wir brauchen mehr Attraktoren. Und exakt hier schmeißen wir noch ein paar Rohrbomben rein. Ups, so. Und hier. St. John, Sie haben die Hälfte von ihnen erwischt. Weiter so. Okay. Ich bin dran. Selbes Spiel. Jetzt gibt's Splittergranate. Und Achtung. Alter Falter. Okay. Weiter die Splittergranate. Corey, wie schlage ich mich? Fast geschafft, Corporal. 3/4 haben's. Okay. Dann folgt jetzt das richtig hässliche. Und zwar der Nahkampf. Mehr oder weniger. So viel zur Nadelöhrsuche. St. John, verschwinden Sie. Okay. Bin dabei. Lad noch, Dick! Durch die fette Leichehaufe durch. Zeit für Oh Gott, über 195 Schwärmerohren noch geholt. Ja, jetzt ist nämlich viel. Der Rest ist übersichtlich. Ups. So. Es dürfte eigentlich so gut wie gewesen sein. Oh. Du kriegst's mit der Corey, Baseballschläger-Axt. bitte, bitte. Sag mir, dass das jetzt alle waren. Ich kann's nicht glauben. Erledigt. Sie haben eine Horde erledigt. Ja. Boah, dieser Kein Leichenberg. Problem. Kein Problem. Alter, dieser Leichenberg hier noch. Bah. Sarah, hörst du mich? Lieutenant Whittaker. Hier spricht Corporal St. John. Hören Sie mich? Kommen. Ah, wo zum Teufel bist du? Das Haus mache ich Captain, natürlich noch ich wollte angucken. Meldung machen bei Lieutenant Whittaker. Sie antwortet nicht. Sie wollten es ihr selbst sagen, was? Ja, sie wird sich mächtig freuen. Bestimmt. Sie sehen sie sicher bald. Das war's. Nicht Lieutenant Weaver anfunken. Ich möchte es ihm persönlich sagen. Okay. Okay, ja, machen Sie das. Verstanden. St. John Ende. Ja, mit Weaver steht er irgendwie nicht so gut. Das kann man ja irgendwie noch nachvollziehen. Aber ich persönlich finde Weaver eigentlich echt in Ordnung. Er ist ein bisschen komisch, ja, aber an sich ist er in Ordnung. Nicht aufzukriegen. So. Dann war hier leider kein Loot drin. Sehr schade. Aber wir gucken weiter hier. Das war jetzt ordentlich Verschwendung von Material. Wie gesagt, ist ja nicht das erste Mal, dass die Horde alle platt macht. Ich sollte solche Arena auch häufiger nutzen mit den ganzen Fässer und so. Das macht es dann natürlich auch nochmal erheblich leichter. Aber ich habe hier irgendwie mal eigene Strategie entwickelt mittlerweile mit Attraktoren hinschmeiße und danach dann die Horde so herlocke und Zeug drauf schmeiße. Ja, aber ich sollte tatsächlich eigentlich eher mal mit der Umgebung tatsächlich arbeiten. Das wäre ratsam. So, hier können wir bestimmt noch Schrott holen. Dich kann ich brauchen. Was holt er? Ah, Alarmanlage. Okay. Ja, hier war so ein kleiner Ausläufer von der Horde halt. Was ist das eigentlich jetzt gewesen? Das habe ich auch bei der Windschutzscheibe von einem anderen gesehen. Ah, Airbags kann er hier plündern. Ach, Moldor. Da war beim anderen Auto war auch noch irgendwas in der Art. Interessant, jetzt haben wir diverse Sachen, die wir noch so plündern können. Ist immer wieder interessant, von was der sich die Sache holt, finde ich. Ja, hier ist auch noch Kruscht. Ja. Styropor tatsächlich hier. Und das sind die Kanne jetzt, ne? Genau, Kanne. Hervorragend. Ah, Munition. Sehr, sehr cool. Dann hätten wir hier auch noch, hoppla. Ne, hoppla haben wir nicht.
Aber da war noch Kerosin dabei. Da ist, glaube ich, noch eine Kanne. Ja. Schießpulver. Ah, und da ist noch was. Umsonst und draußen. Tourismus-Sammelobjekt. Jo. Können wir die herstellen? Ja. Wir haben jetzt auch genug Zeug da. Ah, zumindest für einer. Und Rohrbombe fehlen uns die Rohre. Die Bombe hätten wir zwar, was Rohr in Bombe fehlt. Gut, da ist auch noch was. Nix. Aber Kerosin. Cool. Und ja, diese Molotows sind durchaus echt coole Dinger. Fehlt uns allerdings wieder Styropor. Ja, das ist schon heftiger Scheiß, das Zeug. Aber steht Sache, wir können jetzt erhobenen Hauptes wieder zurückkehren. Ich habe wohl auch nicht alles geplündert, klar, aber an sich habe ich meinen Job gemacht. Die Dinger kann man ja auch schnell in die Luft jagen. Ja, wie bin ich denn überhaupt hierher gekommen? Ich glaube hier durch den Engpass, ja. Kann ich da eigentlich rein? Ja, das geht. Haha. Da haben wir noch eine Bierflasche. Styropor, yay. Und hier ist, glaube ich, auch noch Styropor. 2 Mol sogar. Wow. Na, natürlich, ne? Jetzt fehlen uns wieder die Kanne. Ja, ansonsten da habe ich sie tatsächlich ja schon... Oh, ich sag viel zu häufig tatsächlich, merke ich. Die habe ich ja auch wirklich schon so gesehen, weil ich einfach gewusst habe, dass es diese Napalm-Molotows geben wird. Und jetzt können wir sie endlich auch abplündern, die Dinger. So, das ist, glaube ich, noch so ein Tourismusteil. Kemult Bierfest, Tourismus-Sammelobjekt. Trophäe erhalten in Kupfer, möchte gern Glücksritter. Ja, offenbar habe ich jetzt genug von deiner Teile so gefunden. Das ist mir Achievement im PlayStation Modus hier, gell, war heute in der PlayStation Modus. Das ist mir auf der PlayStation einfach das Achievement freigeschaltet hat. Ja, hier sind coole Sachen zum Plündern, auf jeden Fall. Ja, mal wieder Kerosin, hervorragend. Das ist gerade der gute Scheiß, den wir brauchen. Gut. Dann hieß das für uns wieder Abmarsch, Arsch, Arsch. Curry kennt es wohl nicht, dass jemand alle eine Horde plättet. Aber die hat ja auch vor der Deschutes County Miliz jede Menge Horde schon niedergemacht. Also für den ist das so... Läuft. Ist einfach so Standardding. Geschafft. Sie haben es geschafft. Weaver hat's geschafft. Sowas habe ich noch nie gesehen. Wie Sie immer einen Schritt voraus waren. Hatten Sie schon mal eine Horde im Nacken? Das gibt einem einen echten Adrenalinschub. Der Colonel hat recht. Vielleicht gewinnen wir den Krieg. Ja, das könnte durchaus klappen. Noch 10 mehr Deacon St. Johns und die Deschutes County Miliz hat gewonnen. Hervorragend, dann war das heute rein diese Horde. Ich bin mal gespannt, was jetzt in Wizard Island auf uns zukommt. Und ob Deke und Sarah jetzt möglicherweise doch flitzen. Oder ob ich noch ein paar Sidequests machen kann, bevor diese Hauptquest dann wieder weitergeht. Weil ich bin definitiv dafür, diese ganze Plünderer-Camps und den ganze Krusch noch vorher zu machen. Ist einfach nur wegen der Achievements und wegen der Sache, die freigeschaltet werden und so weiter und so fort. Ich habe irgendwie die Hoffnung, dass diese Plünderer-Camps in der Nero-Kontrollstationen möglicherweise sein könnten. Und dass die uns den Weg dahin vielleicht auch zeigen könnten. Weil ich hasse es, Nero-Stationen zu haben, die ich nicht betreten kann. Hey! Wie lief's? Tut mir leid, Lieutenant. Oh, Mist. Nicht geklappt? Tut mir leid, Lieutenant. Ihr Job ist gestrichen. Verdammt, es hat geklappt. Ja! Hätten Sie sehen sollen, die haben gebrannt wie Zunder. Oh, Mann! Und danach wird gefeiert. In der Offiziersmesse. Okay, das sieht schwer nach einer Beförderung aus. Hey Mann, kommst du? Wissen Sie was? Ich werde später nachkommen. Ich muss noch was erledigen. Okay, dann mach das.
Das war der Oh Rest. ja. Seien Sie vorsichtig damit. Manche dieser Sachen sind unersetzlich. Was ist hier los? Wo ist denn der Lieutenant? Corporal St. John. Tut mir leid, Sir. Schon gut so. Alle wichtigen Forschungsmitarbeiter wurden verlegt. Verlegt? Wohin? Ich muss noch diese Sachen ausliefern, die Sie bestellt haben. Ich verstehe. Es gab ein... Kommen Sie, Sohn. Bitte. Entweder ist er gefeuert worden oder... Ja, Schlimmeres. Sie haben vielleicht Wind gekriegt, dass er flitze wollt. Das wird jetzt nicht schön, glaube ich. Und Deke ist ja auch nur bei der Miliz dabei, weil Sarah dabei ist. Befehl vom Colonel. Matt, das können Sie nicht tun. Sie können mich nicht einsperren. Rühren, Captain. Und der Herr sprach zu Noah: Geh in die Arche, du und dein ganzes Haus. Denn dich habe ich für gerecht befunden vor mir zu dieser Zeit. Matt, wovon reden Sie da? Es tut mir leid, Lieutenant. Sie können... Colonel, halt! Hey! Schon gut. Schon gut. Ma'am, ich habe hier die bestellten Sachen. Komm nur rein. Mir nach. Ich arbeite an einer neuen Aufgabe. Diesmal ist es Gift. Wow. Hör zu. Wenn du das pflückst, musst du wirklich vorsichtig sein. Wenn nicht, könntest du sterben. Verstanden. Ich werde dich hier rausholen. Danke. Ja, Ma'am. Wow. Ich glaube, durch den... St. John, hier spricht... Ich glaube, durch diesen Jimenez-Vorfall ist Garrett jetzt dermaßen paranoid, dass er alle unverzichtbare Wissenschaftler in die Arche stopft und dort kontrolliere und bewache lässt, damit sie nicht nochmal von irgendwelchen anderen Mannschaftsgrade abgemurkst werden. Hoppla. Ich denke tatsächlich, dass das jetzt so ist, dass der dermaßen wahnsinnig und paranoid ist, dass er alle unverzichtbare jetzt hier in die Arche stopft. Das kann hässlich werden, es hat natürlich Auswirkungen. Deke und Sarah können jetzt nicht einfach so fliehen. Gut, 700 Vertrauen gibt es nochmal bei Wizard Island. Ein guter Soldat 83%, 68% ich gebe niemals auf. 57% lass es hochgehen, 93% Offizier und Gentleman und nur 20% Hordenkiller. Wir haben noch jede Menge Horde vor uns. Curry, kommen. Was gibt's, Captain? Der Colonel will Sie sehen. Er ist in seinen Gemächern in der Arche. Seine Gemächer? Wenn Sie vom Hauptcamp aus reingehen, müssen Sie hinter dem ersten Lagerbereich nach links. Okay, wissen Sie, was er will? Irgendwas mit einem Dienstplan. Lassen Sie ihn nicht warten, Corporal. Nein, Sir. Hier, Hoppla. Also ohne Scheiß, ich muss wirklich sagen, Curry, der ist mir wirklich sympathisch. Der Mann hat noch Herz, der Mann hat noch Seele. Aber, Colonel Garrett, der hat einen absoluten Schuss. Ja, Sir. Curry Ende. Und darauf, Wichtiges Projekt? Was für ein Projekt? der tiefe Fall der Menschheit als neue Mission. Hey, Weaver Weaver. ist auch hier. Oh, Corporal St. John, komm doch rein, Mann. Sieh dich um. Mein Er ist wohl Zuhause. auch unverzichtbar. Wirklich schön haben Sie's hier. Schöne Scheiße, hm? Was die wohl gemacht hätten, wenn ich versagt hätte. Oh, eine kältere Höhle. Darunter. Ja, ich hörte davon. Tja, sie ist auch nicht besser klargekommen als ich. Nein, ist sie nicht. Brauchen Sie irgendwas? Nee, Mann, alles gut. Oh, halt, weißt du was? Es gibt was, das ich gerne hätte. Hörst du das? Was denn? Genau. Gar nichts. Der Colonel hat's nicht so mit Musik, falls du das noch nicht weißt. Ich glaube, er ist Mennonit oder so. Nein, das ist Tanzen. Was wie Tanzen? Mennoniten lieben Musik. Sie haben nur ein Problem mit Tanz. Schon gut. Oh, sag bloß. Na, wie auch immer, Kumpel, ist mir egal. Ich brauche einen MP3-Player. Kopfhörer. Irgendwas. Sound. Soll das ein Witz sein?
Sehe ich etwa so aus? Okay. Danke. Sau gut. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich brauche einen MP3-Player. Geil. Okay. Finde Weavers MP3-Player. Er hat's nicht so mit Musik. Ja, da ist immer noch Garretts Der tiefe Fall der Menschheit. Aber ich jetzt sage, den Scheiß, den machen wir erst übermorgen wieder. Aber vorher machen wir noch die Plündercamp-Mission, einfach damit die Neve-Mission noch erfüllt ist. Und wir sehen uns dann übermorgen, wie gesagt, wieder. Kommen. Corporal St. John. Ich werde kein Ungehorsam dulden. Soldat, ich arbeite gerade raus. Sorry, Ma'am, Befehl vom Colonel. Ich soll sie ständig im Auge behalten. Oh Gott. Lieutenant, sorry, ich wollte mich melden. Ich habe eine Frage zu dem Anforderungsschein. Ja, Corporal. Da steht, ich soll Wasserschierling besorgen. Ja, der wächst am Rand von Feuchtgebieten. Suche im Norden von Klamath Marsh. Da findest du was. Klamath Marsh, hab's verstanden. Aber denk dran, das Zeug ist hochgiftig. Das ist die giftigste Pflanze Nordamerikas. Ups. Okay, ich werde aufpassen. Und im letzten Bericht stand auch irgendetwas über infizierte Krähen. Du brauchst etwas, um die Nester zu verbrennen. Nester verbrennen. Verstanden. Noch was anderes. Das Projekt, an dem ich arbeite, ich werde bald mehr Infos dazu haben. Danke, Corporal. Lieutenant Whittaker, Ende. Jo, ich habe einen Plan, neue Missionen freigeschaltet. Ja, das Problem ist halt... okay, das findet man dann hier, den Wasserschierling. Mhm. Ja, das Problem ist halt, muss ich dazu sagen, dass... jetzt habe ich es vergessen, was ich sage, weil so wichtig kann es doch nicht gewesen sein. Ich muss Gewehrmunition finden. Okay, Für die alles klar. Nester brauche ich Molotovs. So, ich gehe jetzt einfach mal in den Pause-Modus wieder, wenn die hier nonstop babbeln. Ich würde sagen, wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Days Gone auf Pelzig, wo wir dann das Plündercamp uns vornehmen werden und Wassershielding, vielleicht noch der MP3-Player und dann erst Colonel Garrett wieder. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Ayan Yankee.